En ans tekst uit Psalm 99, am 2. und 3. Vers los wie gut, und der mal wollte das Plottisch lesen, das sagt hier, der Herr ist groß in Zion, und hoch über alle Völker, lud an den Herrn sein großen, wunderbaren Namen loben. Als Bibelleser weit wie, dort nun ist an der Bibel Bedienungen haben. Und dort diese Bedienungen für uns sehr wichtig sind. Und manchmal haben sie Angst, die Menschen, die diese Namen haben, beten, zu verstehen, wer die sind und wovon Menschen die sind. Zum Beispiel der Name Daniel bedient, Herr oder Gott ist mein Rechter. Am Buch Daniel lesen wir auch von verschiedenen Beispielen, von wo Daniel Gottes Autorität über alles stellte und wo er wahrlich wie Gott zu luten seine Treue Gott gegenüber immer war am Probe zu stellen. Daniel meint, Gott ist mein Rechter. Und so hat er auch gelebt. Und der Name David bedient, wer weit. Das war der Eck. Für mich ist das leicht. Ihr läuft. Das meint ihr läuft. Meine Frau Carina, nun meint auch ihr läuft. Aber das ist ein bisschen anders als David. Das ist ein anderer Sprech. David meint, ihr läuft. In Apostelgeschichte 13,22 sagt Paulus über David, als Gott Saul, oder König Saul, wahrgenommen hat, dann mögt er an, oder das Volk Israel, David zum König, den er das Zeugnis gibt und sagt, ich habe an David, Isaien sehen, ein Mann nur meinem Horten gefangen, der alles tun wird, was ich kann will. David meint, ihr läuft. Von Gott ihr läuft, wird einer sein kann. Mit Gottes Namen ist es so. Wir sagen all, dass Jesus meint, Leiser oder Rader. Er hat uns geraten. Aber wird Gott bloß einen Namen in der Bibel gegeben? Vielleicht würden wir was erwähnen können. Was für Namen hat Gott in der Bibel? Jehova, sei Gott. Was noch? Vater, ja. Allmächtig, ja. Healer, ja. Doktor oder Heiler, ja. Friedensprinz, nicht? Das gibt so viele verschiedene Namen. Und die sind alle wichtig. Und die nächsten sind wo wir verschiedene Namen betrachten, die für Gott gebraucht wurden. Und dort ist mein Wunsch und Verlangen, dass wir durch diese Serie Gott besser kennenlernen können. Und auch die Beziehung oder Verhältnis besser verstehen können, die er mit uns haben will. Wir wissen, Jesus meint, Leiser. Der will uns raten. Right? Aber all diese anderen Namen, was bedienen die auch? Wir wollen nicht die alle durchnehmen, aber vielleicht 5 oder 6. Und ich hoffe, Gott wird uns durch diese Serie segnen. Wir finden den ersten Namen von dieser Serie in unserem Text, Vers 8. Psalm 99, Vers 8. Gottes Wort sagt, du Herr, uns Gott, gibst an eine Antwort. Du wirst für Israel ein Gott, der an vergibt. Wo nun finden wir hier? Das ist ein bisschen schwer zu finden, nicht? Der wird ein Gott, der an vergibt, kommen von den hebräischen Wort El-Nassa. Unter den Juden damals wird das ein Name für Gott. El-Nassa. El meint Gott, und Nassa meint abheben, drehen oder weichnehmen. Und Gott, wir wollten, Gott nimmt unsere Sinnen weich, und wenn wir diese Bedienungen dann taub sagten, dann fängen wir den Namen Gott, der vergibt, oder Gott, der vergeben wird. In meiner englischen Bibel sagt, ein großer Buchstaben, you are, or you were to them, und dann diese 3 Wörter, God who forgives. God who forgives. Gott, der vergeben wird. Und warum ist das nun für uns so wichtig, als Kinder Gottes von der und Tag? Liebe Geschwister, muss Gott vergeben? No. Wer ist Gott? Well, wir lesen in Vers 1 und 2.
Der Herr ist König, und du wegen Satan der Völker. Er sat zwischen der Cherubim, oder der Engel Gottes, und du wegen bewegt sich der Erde. Der Herr ist groß in Zion und hoch über alle Völker. Also Gott ist König. Und er herrscht und regiert über alle Völker. Wanneer wird ein König seine Diener vergeben machen? Niemals. Und die König über alle Königs und Herr über alle Herren, der hat uns vergeben? No. Und dann sagt der Psalmist im 4. Vers 4, der starke König ist darauf ut, reich zu schaffen. Du merkst fromm. Du hast für Israel geschaffen, was gereicht und reich ist. Also, er ist König, aber er ist auch gereicht. Er hat immer dort, wo reich ist. Wo würden unsere Politiker von der looten, wenn sie auch Krieg so deuten? Er ist König, aber er hat immer dort, wo reich ist. Wird Gott Menschen vergeben machen, um gerecht zu sein? Habe Gottes Versöhnung oder Vergebung verdient? Nee. So, der wird uns nicht immer vergeben machen, um gerecht zu sein. Vers 5 sagt, ihr den Herrn an sein Gott im Bett am Ohren für seine Volkbank, wie es er ist heilig. Gott ist gerecht und er ist heilig. Er ist rein und ohne Sinn. Wir lesen in Psalm 92, so ein paar Kapitel 3, Vers 16, Psalm 92, Vers 16, Darum ist es zu sein, dass der Herr gerecht und aufrichtig ist, bei ihm stehe ich sicher, und in ihm ist nicht eingerichtet. In Gott ist nicht was eingerichtet. Er ist heilig, er ist rein, er ist ohne Sinn. Gott ist ein gerechter und heiliger König. Er ist nicht bematten Menschen zu vergeben. Und doch weit wie weiten, dort Gott Menschen vergeben wird. Das habe ich auch persönlich erfahren. Wie weiten das ist Wahrheit. Gott ist Al-Nasser, Gott, der vergeben wird. Und die Bibel gibt uns viele Beispiele von wo Gott Menschen in der Vergangenheit vergiftet hat. Der Psalmist gibt uns sogar ein Beispiel in Psalm 99. Da wurden 3 Namen erwähnt von Menschen. Und ich will die Verse für uns lesen, dann will ich sagen, wer ich zugehört habe. Wer diese drei Männer sind. Verse 6 bis 8, Psalm 99. Moses und Aaron werden manch seine Priester. Und Samuel wir manch die seine Namen unraubten. Die raubten den Herrn an und er unfut an. Er redete an durch ein Wolkenständer und sie hielten seine Gesetze in Ordnungen. Er hat an Geif. Der Herr uns Gott geifs an einer Unfut. Du wirst für Israel ein Gott, der an vergeift. So, wer wären die 3 Männer? Dankeschön. Mose, Aaron und Samuel. Und wegen Zeit wollen wir die nicht alle 3 betrachten, aber wir werden diese 2 Brüder betrachten. Moses und Aaron. Und 2. Mose, nu will ich einige Verse aus Mose lesen. Erstens 2. Mose. In 2. Mose lesen wir, wo Gott Moses und Aaron für eine ganz besondere Abgabe berufen hat. Was wir dort? Dankeschön. Ja, zuerst raubt Gott Moses, um sein Volk aus ihrer ägyptischen Sklaverei zu retten. Und über wie es Moses nicht am Anfang wahrlich wird, das zu tun, was tut Gott dann? Ja, so Gott hat Aaron, Moses, sein Bruder, nach ihm geschickt, um ihm zu helfen. Moses sehen, ihr muss, er kann nicht reden. Okay, dann wird Gott einen Redner schicken, den sein Bruder Aaron. Und das Interessante ist, wir lesen bloß am Anfang, dass Aaron für Moses reden wird. Und dann nur dann wird Moses von dort wieder. Das ist interessant, nicht, wo Gott schaffen wird. Und so wie weiten hat Gott große Wunder in Ägypten getan, so dass Pharao schließlich die Israeliten verloren leid. Und diese 2 hatten eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Wir losen Moses und Aaron, wir manchen seine Priester, die seinen Namen anraubten. Die raubten den Herrn an und er antwortete an. Er redete an durch ein Wolkenständer und sie hielten seine Gesetze
in Ordnungen, die er arm gibt. Und solange als sie Gottes Anweisungen gehorchen deuten, können Gott Moses und Aaron für ganz wunderbare Dinge brauchen. Leider sagt die Bibel uns, dass beide Moses und Aaron zweimal Gott eingehorsam werden. In 2. Mose, zum Beispiel, Kapitel 32, 2. Mose 32, Vers 4, du so sagt Gottes Wort uns, 2. Mose 32, Vers 4, wir lesen, wo Aaron ein goldener Korb für dem Volk geschmäht hat, zum Anbeten. Und Gott wird dann so sehr doll über Aaron und das Volk Israel, haben wir das ganze Volk bitte Moses und Josua anzubringen. Aber Moses flehte ihr Leben und Gott hat sein euren Weich getan. Er hat dann nicht so sehr gestraft. Und obwohl Gott die Menschen verschonte, Leid hat das Volk nicht eingestraft davon kommen. Und 4. Mose, Kapitel 12, 4. Mose, Kapitel 12 wird an sie gesagt, wo Aaron und Miriam, wer Miriam? Moses' Saster, ja, Moses' Saster, Miriam. So, von diesen drei lesen wir in Gottes Wort, Moses, Aaron und Miriam, was Geschwister werden. So, in 4. Mose 12 wird uns gesagt, wo Aaron und Miriam gegen Moses reden, dann wirst sei aufjanstig arm werden. Wer weiß, was von der Klär, die gegen Moses haben? Was haben sie von ihm nicht geglaubt? His wife, ja, was wir mit seiner Frau artig? Ja, die kamen nicht von den Israeliten. Wie hat wirklich der Hauptursache, woran sie gegen ihn klären deuten? Gottes Wort sagt uns noch was zu tun. Die werden aufjanstig arm. Was hat Moses, was die zwei nicht hatten? Ja. Ja. Well, die sehen zu Moses, und Gott redet durch uns auch, ne? Und er redet zu uns auch, woran bist du dann der Leder von dem Volk? Und so, die werden aufjanstig arm. Und die sehen, die werden unzufrieden mit ihm wegen seiner Früh, aber das hat nicht gestimmt. Und Gott offenbarte dann an ihre Sünden in seine Euer an. Und dann sagt Gottes Wort uns, dass als Gott von an verleiht, dann wird Miriam von der Lepra-Krankheit bedagt. Dort ihre Hüt wird wie aus Schnee. In Vers 10 bei wird all sein, und Aaron dreht sich nach Miriam und wird an, dass sie die Lepra-Krankheit hat, und sagte Moses, mein Herr, lud diese Sinn nicht ab uns blieben, wir haben sehr anbedacht gehandelt und haben uns versündigt. Und Moses schrie dem Herrn, und Gott hat geheilt und vergeben. Und dann 8 Kapitel Luther. 4. Mose, Kapitel 20. 4. Mose 20. Du so lesen, wie wo Moses und Aaron Gott eingehorsam werden. Und die Schrift erklärt, dass wir dort Wute alle waren, und hat die ganze Gemeinde sich gegen Moses und Aaron versammelt. Nu war ich 4. Mose 20, die Verse 7 bis 12 für uns lesen. 4. Mose 20, Verse 7 bis 12. Und der Herr redet mit Moses und sagte ihm, nimm deinen Stock und versammel die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und red für alle Juden dort mit dem Stein. Er soll mit dem Stein reden. Dort der Jünd sein Wute geben wird. So sollst du an ut dem Stein Wute everdel bringen, und dort Volk und Fei trinken. Und dann nahm Moses den Stock, der vor dem Herrn lag, so als der Herr am Fee gesagt hat, und Moses und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Stein, und Moses sagte an, nie horch mal, er sagt, horcht, je Ungehorsame, glaubt ihr wirklich, wie kann jemand ut diesen Stein Wute verschaffen? Und Moses hob seine Hand ab und schlug den Stein, wievielmal? 2-mal, nicht mal einmal, 2-mal. Dann kam so viel Wute rüber, dass das Volk auch dort viel genug zu trinken hat. Und der Herr sagte Moses und Aaron, wirst die nicht so viel Vertrauen an mich haben, dass die mich vor den Israeliten ihre Juden geheiligt haben, du wegen soll ich diese Gemeinde nicht an das Land bringen, was ich angeben war. Der hat nicht gehört. Der soll mal bloß mit dem Stein oder zu den Stein reden, und dann wird er auch Wute geben
No, die wollen wissen, was für Menschen die wir, nicht? Die wollen die Anerkennung für die Menschen kriegen. Jedes Mal, wo Aaron und Moses gegen Gott gesündigt wurden, wir Gott bereit an zu vergeben, wo sie seine Vergebung sagten. Aber wenn wir daran denken, dass sie auch jedes Mal von Gott gestraft werden. Und das ist Krieg, was der Psalmist uns in Psalm 99, Vers 8 sagt. Er sagt, du Herr, uns Gott, gibst an eine Antwort. Du wirst für Israel ein Gott, der an vergibt, aber der dort erreicht, straft. Und das wisst der Moses gut, dass Gott seine Kinder zweimal straft, wann er fehlt. Und deswegen sagt er folgendes zu den Israeliten in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 5. 5. Mose 8, Vers 5 sagt, denkt daran, dass der Herr, jün Gott, jün Strufen und Tragwiesen wird, so als ein Vater sein Kind belehrt. Und so ist es auch noch einmal von der und da, liebe Geschwister. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 12, Vers 5 und 6, der Schreiber als ob heute seine Kinder reden wird, er sagt, mein Sehen, nimm dort nicht leicht, wann der Herr die belehrt und verzehr nicht, wann du von ihm gestraft wirst. Wem der Herr Gott ist, dem trägt er Trag. Ein Bruch schlägt, der jedem sehen, bei jedem sehen, den er abnimmt. Die erste Zeit für Kinder auf dieser Welt wird Straf gleichen. Als Kind Gottes sind wir auch krieg so, nicht? Und wenn wir zweimal von Gott wird gestraft kriegen, wegen Eierhursam sein oder wegen nicht am Vertrauen und so wird, dort ist manchmal schwer, Straf von Gott unternehmen. Aber so sagt meine Kinder fertig sei. Der Ursache, woran sie fertig oder zweimal gestraft kriegen, als wir es wie an Leib haben. Wir werden anhalten. Die sollen von ihren Fehlern lernen und die sollen die Dinge nicht immer weiter tun. Und kriegt so der Gott mit seinen Kindern. Der straft uns, so dass wir auch was lernen können und nicht immer weiter dieselben Fehler tun. Ja. Du sind nicht so viele Kinder, die Straf gleichen, aber in Wirklichkeit ist das, was Gott. Dort meint so viel, dass wir Gottes Kinder sind und dort, wenn wir im jetzigen Leben Fehler merken, dort Gott uns vorzuweisen will, wo wir alles getan haben und wo wir dort dann reich merken können. Auch wenn wir Sünden tun, was Gott alles tun, was er kann, um uns Tränen anzukriegen. Er wird uns nicht völlig verluten. Der will uns helfen. Und wenn wir wieder in Hebräer 12 lesen, dann sagt der Schreiber in Vers 7 bis 11, Hebräer 12, Vers 7 bis 11, nehmt dort an als Belehrung, Gott behandelt ihn so als Sehens. Wo ist ein Sehen, den der Vater nicht ruft und treu hält, wenn Gott ihn nicht treu halten wird, so als er dort bei alle tät, dann sind die büte eheliche Kinder und nicht Sehens. Wenn unsere menschliche Vater uns belehrt und bestraft haben, und wir haben an doch die Acht, und geschätzt, wie viel mehr soll wir uns dann dem himmlischen Vater unterordnen und leben. Unser Vater haben uns nur eine karte Zeit belehrt, so sei dort für Gott hielten, aber Gott hat uns belehrt, uns alle bastet, dort wir Unteil und seine Heiligkeit haben. Gestraft worden ist für uns gut, wann es passiert, nicht eine Freude, aber Trühe. Nur Herr überbringt dort für die sich dadurch am Guten geäuft haben, eine scheine Arnd von Frieden und Gerechtigkeit. So am Moment geht uns das nicht schein, wenn Gott uns reich wiesen wird über Luther. Luther sei wie an, wo wichtig dort wir, wo Gott dort für uns wir, dort er uns reich gewesen hat und uns immer helfen wird. Wie es Gott gereicht und heilig ist, macht er Sünder bestrafen. So ist dort. Er macht sich von an Tränen, but wie, durch Jesus in Blut und Gnade alles in Ordnung gebracht hat. Und wie es Gott El Nasser ist, wird er jeder Sünder vergeben, der mit ruhigem Herzen und Glauben an Christus nach ihm kommen. Er wird. So ist er. Der hat uns lieb, der hat alle Menschen lieb. Auch der wird noch nicht seine Kinder sein. Gott ist El Nasser, Gott, der vergeben wird. Und obwohl er wird nicht morten Menschen vergeben, ist er immer wahrlich Leute vergeben, die seine Vergebung siegen.
1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn er sagt, er wird für uns tun, dann wird er ungerecht sein, wenn er dort nicht tut. Also dann weit wie als Kinder Gottes, Gott hat unsere Sünden vergeben. Dann ist er treu und gerecht. Er ist El-Nasser. Woran wird Gott uns vergeben? Ja, wenn sie ans Leib haben. Der macht nicht. Ich meine, der wird nicht maten. Der ist heilig, der ist gerecht, der ist kennig über alle Kennigs. Der Ursache, woran er uns vergeben wird, als wir sie ans Leib haben. 1. Johannes 2, Vers 10 sagt, durch das sei wie, was Leib wirklich ist. Dort wir nicht unser Leib für Gott, dort wir seine Leib für uns, dort er uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Liebe Geschwister, durch das ist zu sein, dort Gott uns Leib hat. Gott möchte Menschen, die mit eine enge und persönliche Beziehung zu uns haben können. Aber durch die Sinn wird diese Beziehung hineingeraten. Und wie es Gott der gerechte Rechte ist, dann kann er unsere Sünde nicht bloß eben sein, dann wird er nicht gerecht sein, dann wird er nicht aufrichtig sein. Der kann unsere Sünde nicht eben sein, das schafft nicht. Jemand muss für unsere Sünden bestraft werden. Aber wie es Gott uns so sehr lieb hat, will er wahrlich diese Strafe auf sich zu nehmen. Johannes 3,16. Gott, seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und diese unverdiente Geschenk Gottes nennen wir Gnade. Gnade. Und Paulus schreibt in Epheser 2, Verse 4 und 5, über Gott ist so reich und Gnade. Und er ist uns so gut in seiner Liebe, dass er uns mit Christus taub weiter zum Leben bracht, wenn wir auch dort in unsere Sünden wären, durch Gnade war wir seilig. Haben wir nicht verdient. Aber wie es Gott El-Nasser ist, ich habe Vergebung in Empfang. Und wenn wir die Gnade Gottes angenommen haben und nur seinem Wort leben, dann sind wir seine Kinder. Und wenn wir seine Kinder sind, dann drehen wir seinen Namen. Ja? Wir nennen uns Christen. Ja? Wir nennen uns Kinder Gottes. Wir drehen seinen Namen. So ist Paulus uns in Epheser 3, Verse 14 und 15 sagt, und wenn uns Vater El-Nasser hat, dann soll wir Krieg so wahrlich sein, Menschen zu vergeben, als er ist. Wenn wir seinen Namen drehen, ja, wem sein Kind bist du? Einer fragt mich dort ein paar Tage, eine Mumke, der ich nicht kenne, von Mexiko. Wir haben schöne Gespräche gehabt über jährliche Sachen. Ich will für meine früh Blumen geben, dass wir uns Anniversary jetzt drin und sei Dankeschön auch für all die well wishes. Aber über dieses Gespräch habe ich eine Gelegenheit gehabt, über Jesus zu reden. Gott ist wahrlich, das ist immer wahrlich uns zu vergeben. Wir sind seine Kinder. Was heißt du? Weil mein Vater heißt El-Nasser. Und kriegst du das als sie auch. Menschen, Kinder Gottes, wird vergeben dann. Ja. In Psalm 99 los, wie der Psalmist schreibt, lud an Gottes Volk, lud an, Kinder Gottes, den Herrn seinen großen, wunderbaren Namen loben. Gott hat, liebe Geschwister, sehr viel Namen. Und ein von denen ist El-Nasser. El-Nasser, Gott, der vergibt. Und das wie ein Namen, den Moses und Aaron persönlich erfahren haben, und ich nehme an, wir haben das auch. Gott hat uns vergibt. Und wo wunderbar ist es zu weisen, dass dort, wo Gott vergibt hat, ab einmal vergibt ist. Dort bringt er nicht weiter ab dem Deal. Wir können niemals genug Gott für seine Vergebung danken, und wir wollen dort tun, was wir können,
das ans Fuder zu sein. Doch wir würden auch immer willig sein, zu vergeben. Und ich habe über diese letzte Zeit noch viel von Vergebung geredet. Und du sagst, du redest es, oder du wegen es, dass Vergebung ist vielleicht der ganz größte Ursache, woran viele seltene Christen einen Tag nicht wollen an den Himmel ankommen. Das ist so wichtig, dass wir vergeben. Dass wir unsere Menschen vergeben, wie es Jesus hat uns vergeben. Heiheit El Nasser, und so heit wie auch. Amen.